Ja, moin Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe wieder eine neue Blu-ray, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar geht es heute um Runner Runner. Der Film kam am 17.10.2013 in die Kinos und ist ab dem 3.3.2014 überall auf DVD und Blu-ray erhältlich. Der Film lockte damals über 250.000 Zuschauer in die Kinos und spielte in Deutschland über 1,9 Millionen Euro ein. Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und geht 91 Minuten. In den Hauptrollen haben wir hier Justin Timberlake, Gemma Arterton und Ben Affleck. Ja, und das ist die Blu-ray, so sieht die Blu-ray aus. So sieht das Ganze von hinten aus. Und von innen haben wir hier eine andere Disc. Leider kein Wendecover. Kommen wir zu den Extras auf der Blu-ray. Wir haben hier nicht besonders viel Bonusmaterial. Da wären entfallene Szenen, dann die verlockende Welt des Online-Poker und Original-Kinotrailer. Wir haben hier einen deutschen 5.1 DTS-Sound und ein paar Untertitel. Und das war es auch schon an Extras. Ja, und kurz zur Geschichte. Um sich sein Studium zu finanzieren, steigt der gerissene Richie Frost, gespielt von Justin Timberlake, ins Online-Pokern ein. Mit Erfolg. Er verdient beachtliches Geld damit. Doch eines Tages verliert er aus unerfindlichen Gründen einfach alles. Für Richie ist klar, er wurde systematisch betrogen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, reist er nach Costa Rica, wo sich der Betreiber der Pokerseite aufhält. Doch mit diesem ist nicht zu spaßen. Hinter seiner charismatischen Art verbirgt sich ein Mann mit Macht und Beziehung und ein Mann, mit dem man sich besser nicht anlegen soll. Ja, und das war es auch schon zur Geschichte. Ich habe mir den Film blind gekauft, wusste also nicht, was mich erwartet, habe diverse Male den Trailer im Kino gesehen und da hat der Film doch schon ein bisschen mein Interesse geweckt, da hier Justin Timberlake, Gemma Arterton und Ben Affleck in einem Film zu sehen sind. Ich schaue mir die Filme von denen immer gerne an, vor allen Dingen Ben Affleck finde ich in letzter Zeit richtig cool und ich freue mich auf jeden Fall auf den neuen Batman vs. Superman Film, wo er ja den Batman spielt und bin gespannt, wie er diese Rolle umsetzt. Auf jeden Fall hat mich dieser Film doch ganz gut unterhalten. Der geht vielleicht ein bisschen mit seinen 91 Minuten zu kurz. Ich finde, die Geschichte wurde zu schnell erzählt. Es passiert alles viel zu schnell und die Story wird gar nicht richtig erzählt in diesem Film. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, für Fans dieses Genres würde ich empfehlen, den Film vorher auszuleihen. Und wenn er euch gefällt, könnt ihr euch den immer noch kaufen. Ich persönlich fand den sehr unterhaltsam, eine kurzweilige Unterhaltung. Ist jetzt allerdings kein Film, den ich hundertprozentig weiterempfehlen kann. Ist jetzt kein Film, wo ich sage, den musst du unbedingt sehen. Man kann sich den angucken, muss man aber nicht gesehen haben. Da würde ich auch sagen, entweder wartet ihr, bis der mal ein bisschen günstiger ist, oder ihr leiht euch den vorher aus und kauft euch dann, wenn der günstiger geworden ist. Auf jeden Fall, den Trailer verlinke ich euch hier auf dem Plakat. Wer den Film noch nicht kennt, kann sich den Trailer mal ansehen. Vielleicht gefällt er euch ja und ihr schaut euch den an. Dann war es das auch schon für heute von meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich, wünsche euch noch viel Spaß beim Filmeschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.